Wo sind wir, Karan, Mann? Wir sind da obere Graben 26. Sind wir nicht Kirchgasse? Ja, glaub schon. Also wir sind bei der Pipi Langstrumpf oder wie AG. heißt? AG die Hai. Wir sind jetzt effektiv auch Pferdemeitli. Oder halt Nashornmeitli. Nashornmeitli. Wir sind Nashornmeitli. Das ist so geil. Also schau, in der letzten Folge habe ich ja sehr viel Halbwahrheiten erzählt. Ach, Zum total. Beispiel auch, dass Nashörner vom Sterben Sind's gar nicht? Eben, siehst du. Wir haben jetzt einen gefischt. Das ist gut gewesen. Wir haben jetzt mittlerweile einen gefischt. Das ist sogar Shiny-Version. Shiny-Version, genau. Der Für die Pokémon kennen. Rainbow-Version. Auf jeden Fall, wir schauen sicher, dass Nashorn noch befruchtet wird und dementsprechend auch ein bisschen Babys produziert. Wie ihr gesehen eine Befruchtung fehlt noch, und zwar an der Dyson. Ja, der ist. Der lässt noch auf sich warten, weil er weiß nicht, wo es ist. Ich habe es Standard geschickt. So, wir warten immer noch auf ihn. Und Aber wo sind wir? Da kann man schon mal sagen. genau, wir sind bei fucking Kunterbund. Kunter.sg. Kunterbund.sg. Schaut euch die Instagram-Seite an. Wo sind's? Und in dem Moment kommt die letzte Befruchtung. Also, hey, ihr merkt, der Dyson ist ein bisschen. Egal. Also, Dyson. Sind am Aufnehmen? Ja. Wir haben es gerade vorher ein bisschen nachgeschaut wegen dem Licht und. Kannst du bitte Logo verdecken? Was soll ich machen? Logo, bitte verdecken. Vom dem? Wir müssen langsam, du weißt ja. Ah, so wir müssen langsam auch ein bisschen wegen Kooperationen schauen. Vielleicht wird ja Kränzlin mit uns kooperieren. Und der ist wahrscheinlich vom Kränzlin. Alpe Daddy, Bro. Alpe, das ist ein bisschen. Ja. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Okay. Also, Dyson, wie geht's? Wie hast du den Weg da gefunden? Oder eben nicht gefunden am Anfang? Ja. Ich war heute am Arbeiten. Im Winter. Wo ich bin gerade am Messen. Ich kann jemand was anderes sagen. Nein, ich sag jetzt. Wieso jetzt in Winter? In Winter oder in Chur? Eben, gell? Im Winter, Jungs. Hättest du Chur gesagt? Wen habe ich Chur gesagt? Also ich habe im Kopf, dass du in Chur schaust. Vor 2 Minuten. Aber wir sind hier vorne geschrieben. Weißt du, wo wir noch sind? Weil ich da nicht so organisiert war. Mhm. Bin aber positiv überrascht. Ich habe ja eine neue Stelle angetreten. Vollzeit? Ja, bis vor dem Studium. Also. Und zwar da habe ich eher zu einem Wettbewerb mitmachen, und zwar einen Schulwettbewerb. Mal schauen, wie das wird. Ja, und Also, was heisst Schulwettbewerb? es ist ein Wettbewerb in Vinti ausgeschrieben für ein Schulhaus, eine Primarschule. Ja. Und ja, dort werde ich jetzt mit dem Team, mit dem Architekturbüro, einen Entwurf einreichen. Also, da heisst, sie nehmen dich als Testimonial, weil du so ein Kind bist. Da kann Ich sie. frage jetzt gerade direkt Kind, so, was wollen die am besten? Und dann buchen sie. Mein Chef sagt auch die ganze Zeit, gang wie ein Kind an die Aufgabe an. Probier immer alles aus und dann kannst du Ich aussuchen. glaube, da haben sie den perfekt eigentlich ausgewählt. Und dann ist echt perfekt ausgewählt. So. Nein, freue mich mega. Ist eine Ehre, ist eine mega Chance. Ja, Schön. keine Ahnung, was soll ich sagen? Mehr darf ich auch nicht dazu sagen, sonst Spione und so. Also, hey, der Dyson ist hier gekommen und es schmeckt Sorry, Jungs. maximal nach Kebab. Schmeckst du das? Ja gut, du hast recht, mit deiner Nase, wo so ein bisschen... Also, Dyson, wo sind wir jetzt alle? Nochmal sagen. Kunterbund. Kunterbund. Ich sag da immer falsch weg jetzt, Karan, Alter. Weiter gesagt? Kunter, am Anfang hast du irgendwie Kunterpunkt gesagt. Nein, Und nie. jetzt habe ich es irgendwie... Replay. Also, kunterbund.sg. So, eben die Seite kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich glaube, die in St. Gallen leben, sind eigentlich nicht drum herum gekommen, Yes. von dieser Organisation und den Leuten dahinter eigentlich mitzubekommen. Was machen die Jungs und Mädels eigentlich da? Weißt du die Idee dahinter? Dyson Easy ist am Essen. Kunterbund. Also am besten wäre halt schon, wenn der Joshua selber. Da wird sicher ein machen wir separater sicher auch noch. Podcast. Voll. Aber da, was man schon sagen könnte, ist eigentlich, ist es, also das Ganze da ist nicht nur eine Räumlichkeit, sondern mehrere, also es ist ein ganzes Haus, wo eigentlich das Ziel hat, für kreative Leute einfach einen Bezugsort zu haben. Also das, Bro, du schaust nicht an, aber ich schau immer auf keine Kamera.
Der denkt, das sieht sicher voll behindert aus, oder? Denkst du, als wäre man irgendetwas ablesen oder so, die auch schon Sachen haben. Ja, schon so, wenn da nicht vorlädt, ich schwör, Teleprompter, kannst du wieder raus. Also dort, gell? Ah ja, sorry, ich schau da wegen Streaming und wegen Mac und so. Da schaue ich dort an. Ja, eben. Einfach, das ist einfach ein Bezugsort für kreative Leute, wo sich kreative Leute können treffen und vielleicht auch eben kollaborieren. Voll. Und da wird es verschiedene Räumlichkeiten geben. Zum Beispiel, wir haben eher zum einen eigenen Raum haben, was ganz geil ist, wo wir uns wirklich können darauf verlassen, okay, wir können immer sicher irgendwo aufnehmen, anstatt immer ein bisschen Voll. umschauen. Also so das Problem ist da jetzt auch nicht. Nein, das Problem ist nicht, gewesen, aber es war halt immer ein Gedanke. Gewesen. Man muss halt schauen, wo aufnehmen. Ja. Ja, einen Raum haben wir da, dann gibt es halt mehrere Räume, wo ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, so viel über das zu erzählen, ob es mehr Sinn macht, wenn er. Nein, das soll da erklären. Ja, Ja, wir gehen sicher noch ins Detail, aber eben. Genau. So an der Oberfläche. Also eben, mittlerweile beinahe hat Zigeuner aufgehört, da kann man sicher so sagen. So, da wird sehr wahrscheinlich für längere Zeit unsere Homebase. Und dementsprechend haben wir auch eben so Tiere gefischt, wie Nashörner. wenn ihr eine Idee habt, wie er soll heißen, Boah, der beste Name. Oh, ja. gute Idee, echt. Wenn ihr sehr mit geil. dem besten Namen macht noch ein Community-Ding draus. Ja, Mann. Die besten drei, wir wählen dann 3 aus und machen noch so Umfrage. Also so, wo Leute können Ja, Mann, das wäre geil. aufwählen und dann die meisten Votes. der Also wird. ihr seht ja, wir können ja vielleicht bei jeder Folge seinen Mut ein bisschen ändern. Weil, Sein was Mut. denkt ihr, was hat er jetzt für einen Mut jetzt momentan mit der Jetzt Haltung? Chilaui. Der wird Ich St. überhaupt Gallen. nicht. Er wird aus dem Fenster raus. Er wird raus. Er ist richtig unwohl. Der wird Selbstmord, der wird Kollege, weißt du, komm mal machen. da an. Aber der ist bösherzig. Wo wendet er? Der ist einfach da oben gewesen. Wir haben alles Mögliche, was wir haben können reinnehmen können. Oh, weißt du, wie gerne hätte ich den mal so am Strand oder so. Okay, nicht unbedingt am Nein, Strand, aber am See. Einfach im Pool, Mann. Am See. Ist Im einfach- Pool? Aber so ein bisschen, das ist zu viel. Dann den ganzen Also, du Pool. hast einen riesen Pool, wenn ja, aber nicht so Ja, wir 2 denken immer groß, Zentimeter. wir denken halt in. Big Life, Big Money. Ja. Was habt ihr so gemacht? Wir sind in Easy ist Winterthur gut. Nein, Spaß. Ich esse mal weiter. gewesen. Yes. Ja, Mann. Ich esse. Das zu Kunterbund. Das, ja, voll. Eben, die Idee ist einfach auch, dass. Viel größer, also eben, da ist jetzt schnell erklärt, Kunterbund ist viel größer als das, was ich jetzt gesagt habe. Aber da ist so die Grundidee, ja. Aber das Schöne ist einfach auch, dass Ideen konzentriert werden in einem Haus. So. Genau. Ja, Mann, also, der Dyson war ein Winter. Karan, willst du ein bisschen Taylor Swift anschneiden? Nein. nein, da muss ich trennen, leider. Kann ich leider nicht. Leider. Nein, kann ich nicht. Taylor Swift? Also, schau, man kann so viel sagen. Der Karan hat 12 Taylor Swift. Nein, ich nicht, aber Ticket ja, auch. probiert, ja. Ja. Ich musste 12, helfen, Taylor Swift-Tickets kaufen. Aber der wirst du am Karan auch nicht gehen, Alter. Das wird jetzt mal. Also willst du verkaufen und Geld verdienen? Check it off. Ich sage euch ehrlich, Big Money. Taylor Swift ist für mich so das Jesuskind von Amerika. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, es ist Ich so weiss, ja. geschützt. Ja. Irgendwie von allen. So wie der Voll. Bushido. Nein, Polizeischutz. Über die habe ich nie was Schlechtes gehört. Wenn denn nur, dass sie gegen jemanden, keine Ahnung. Oder dass irgendjemand wie der Kanye West, wisst ihr das noch? Nein. Bei den nicht Grammys, MTV irgendetwas, bei den Award-Shows da, hat Taylor Swift irgendetwas gewonnen. Ah, ja. Dann ist der Ja. Kanye West dort, wo er noch so voll crazy Frisur hatte, wo halbwegs wie Tattoos sieht, Ja. so voll die komischen Zeichen. Oder so ein Muster halt. Und dann ist er einfach rauf, wo sie Award gewonnen hat und hat gesagt, eigentlich hätte sie Beyoncé gewinnen. Ja. Irgendein Best Video, Musikvideo oder so ein Scheiß. Und das heißt einfach. Das sagt Nein, doch, dann ist der Kanye rauf auf die Bühne. Sie hat auch gerade so Laudatio halten. Und dann ist der Kanye rauf und hat gesagt, Oh, wow, ja, und dann ist IS gekommen und hat gesagt, Kanye, komm doch. Hä? kommt dazu uns. Komm doch zu uns. Nein, was ich damit wollte sagen, ist doch so, stellt euch so voll die religiöse Familie in Amerika vor, in Texas. zum Beispiel. Ja. So Whiteys, wo die Tochter nie aus dem Haus laufen lassen, weil sie sind extremer wie so Ja, irgendwie Yes-Menschen. Kommune angehörig, Frau, die nur Röcke trägt die ganze Zeit. So, Mann. Zum Beispiel, ja. Und die hören Taylor Swift. Voll. Oder?
Die oder, den halt nicht. oder Rednecks. Ich glaube, Rednecks hören auch noch gerne Was Taylor sind, Swift. was sind Rednecks? Rednecks sind die, wo eben auch zum Teil Texas oder halt auch in den ländlichen Gebieten, wo eben so die Trucks rumfahren, so einen Bart haben, ein bisschen Fukuhila, Ah, die okay. Rednecks. Okay. So. Die immer, Doch, also. die sind so weiss, dass sie so schnell einen roten Nacken bekommen. Ja, Heißt voll. Rednecks. Ja, Mann. Aha. Easy, Rednecks. Alter, was für ein Scheiß. So viel zum Taylor Swift, Alter. Ey, mittlerweile, Ja. ich glaube, bald kommt. Lass ja noch den 50 Cent. Nein. Also die Gar Oldschool-Songs nicht. halt ab und zu, wenn der mal in der Playlist ist. Ich habe so Ich habe einen Satz. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ganz einfach. Da ist sicher von Hä? Flair oder so. Ja, es ist vom fucking ja, Flair. der Flair ist aber nicht mit der Zeit, deswegen Er ist er im ist Kopf. mehr up-to-date als keine. Ja, er macht mit Katakrase wie ein Lied. Ganz Ja, geil. Bruder, da ist jetzt auf 4. Alter, du Wichser. Er geht schon das mit der so Zeit. fucking Er Fehler geht schon mit der gewesen. Zeit. Er geht schon mit der Zeit. Ja, jetzt richtig gemacht. Nein, Mann, Alter, ich habe das Gefühl, der Flair hat Botox in der Fresse. Er ist so krass mit der Zeit mitgegangen, dass er so wie der Shindy irgendwie Botox in der Fresse hat. Oh, bekommen eigentlich den Beef mit zwischen Shindy, Kohle und so weiter. Ja, aber- Also Michi. Er heißt nicht mehr Shindy, er heißt Michi. Ja, er hat ja ein Lied, der Kollege hat extra ein Lied auf Spotify gedroppt, wo gegen ihn schießt. Also, Ja, der Shindy auch. Ja, dann Ja. ja geschickt, oder? Ah, so, Einmal. ja, voll. also sollen wir da ganz kurz eingehen in der Debatte und in eure Da. Meinung dazu? 00 Oldies R&B und Rap. Habe ich mit Da ist jemandem. HH am Schluss. Für Ich weiß Hasanai. nicht. Ich weiß nicht, das ist nicht meine Playlist. Also, Fragwürdig. es ist bekannt, dass seit 6 Jahren bei ist JBG 2 schon 6 Jahre alt. Oder 3. Ah, ja. Gut sein, ja. Keine Ahnung. Egal, auf irgendeiner von diesen Alben ist er scheinbar ein bisschen disst worden, hops genommen worden. echt, ja. Verständlich. Seine Karriereentwicklung war sehr lachhaft gewesen in der letzten Zeit. Da, ihr kennt das vielleicht. Oh mein Gott, es klingt so. No, ich So sag ein blauen Benzer. ja, genau. Er ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Auf jeden Fall, man hat seine Karriere oder seine Entwicklung, seine geistige Entwicklung oder so, nicht mit überkommen, weil er so Streitfähigkeit und einfach nicht so, vielleicht nicht der Typ für die Kamera ist und einfach nie vorgegangen ist. Und nachher auf einmal kommen so Alben, wo du ihn halt nicht mehr kennst, weil er sich so verändert hat in dem, was er jetzt ist. Er macht es auf jeden Fall gut, ist jetzt vielleicht nicht so mies, also ein bisschen nicht mies. Ich bin halt, da muss ich halt von Anfang an sagen, ja, von Anfang an ist irgendwie nicht gefeiert. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, ich bin immer so ein bisschen Anti-Newcomer gewesen. Das heisst, ich möchte mir da nicht mit Mero, Selmero und so Zeug kommen, das kommt bei mir nie an. Vielleicht habe ich auch keine Zeit mehr gehabt. Und dort, ab wirklich, dort, wo der Shindy gekommen ist, ist auch der Bushido total schade Das ist aber so gewesen. geil gewesen. Ganz am Anfang. Bro, ist ich er böse sag abgegangen. ganz hast ehrlich, das am so Anfang. krass Ich hab gefeiert. kaputt In der gelassen. BMS, du so, ja, ist verdammt gut. Der Mero. Mero, ja. Vielleicht nur bei dem Lied. Alter. Ja, Das nur hast bei du dem Ich kenn kein Lied. einziges mehr. Der Ahmed so, boah, er ist 18, er kann so flowen und dies und das. Und ich so, ja, Bro, ja. Alter. Gut gelassen. Ja, Alter. Ich bin halt eben so einer, wir haben schon mal darüber diskutiert, für mich haben Lyrics keinen Wert in einem Lied. Nur Energie. Nur Energie, der Vibe muss kommen. Ja, das ist. Also, Deswegen fühlst du auch. Flair. Alter, er hat zu krasse Lines, wenn wir mal eine hören. Wenn ich mit der Zeit. Ja, genau eine gute Line vom. Ich darf ja auch einen sagen. Nein, Alter, nicht. $1 Flair, was hast du gemacht, Mann? Ich bin ein extremer so Flair-Fan. geil, so Also, geil. egal was er macht, ich stehe hinter ihm. Letztens hat mich mal. Jetzt sind wir so krass am Abschweifen von dem Shindy, dies Ja, und mag dies und sein. das. Aber ich will ganz kurz erklären. Enea, ein Kollege von Jonathan, ein Kollege von mir, mittlerweile nicht mehr, weil er das gesagt hat. Der Flair hat eine neue Künstlerin. Also ich weiß nicht, ob sie unter dem Vertrag bei ihm ist, aber sie heißt Rosa und sie rappt zu krank. Für mich ist da eine Rapperin. Rappering. Es ist gerade schwer zum Rapperin sagen. Rapperin. Ich sage aber auch normalerweise nicht Rapper. Egal. Das ist genauso sondern- wie Entrepreneur, Alter. Das kann ich auch nicht so richtig sagen. Ja. Sag mal. Nein. Auf jeden Fall, nachher, der Flair ist auch berühmt, dass er ein bisschen songwritet und ein bisschen hilft und auch das Alpha ist im Team. Und sie haben eben so ein Team gehabt, maskulin heißt er, glaube ich, immer noch. Und er, Symes, leider trennt. Krass. Trennt. Well. Ja. Und der Bass Sultan Hanks und so weiter. Egal. Auf jeden Fall seid er so, Alter, stell dir vor, wo der Flair, weil sie hat schon so fragwürdige Texte, ein bisschen, die Rosa zum Beispiel, ist Packing, er
er kann nicht gehen, bevor ich nicht komme und bla bla bla, weißt du, so Zeug. Aber sie macht es wirklich gut, wow. Aber ich glaube, Shirin ist auch so ein bisschen die, Ja, die safe. Szene. Ja, hast du nicht ein Video Shirin gesehen? ist voll billig, Mann. Der Video. Aber sie redet genau gleich. Jeder Ja, aber- Lyrics von der Shirin. Okay, gut. Da hat was. Ja. Also ich habe das Gefühl, alle Rapper, Frauen gehen in die Schiene. Ja, es ist, Sonst glaube spielt es, ich, glaube ich, kein... Kein, Ja, aha, kein ja, Fuß. kein Fuß, Ja, das kein stimmt. Fuß. Habe ich das Gefühl. Es Ich geht, weiß nicht, ob ja. der jetzt irgendwie zu Ja. vorweggegriffen ist, aber... Ja, und dann Aber sagt nein. er, Juju, denke ich nicht. Das ist Juju. so. stimmt, Alter. Aber sie macht und die auch ein bisschen andere Pop. grusig. Die Sie macht macht auch ein bisschen mehr Pop. Sorry, nicht grusig, voll dir cool. Wie heißt die andere? Juju und Sixen Abfall, ey. Kenn ich nicht. Ich Sixen kenn ist nicht. die Gruppe. Ja, Juju und Nurai. Nura, ja, Nura. Ey, also sorry, die zwei. Egal, schweift nicht ab. Okay. Und so weiter. Aber wie kann man rappen, ich trinke Bier um 4 und stink nach Bier? Junge, was bist du für ein Müllmensch? Hör mal auf, Mann, ich will Ja, Open-Air-Song. Competition. Ja, das ist ein Open-Air-Song, ja. Das ist ein Da ist bester die Open-Air-Song. Nurai oder so ist auch gekommen und Okay. hat halt schon Stimmung gemacht und so, aber hat auch die richtigen Leute für das gehabt. Nicht mich. Auf jeden Fall, was jetzt will ich sagen? Ja, und dann sagt so der Enea, hey, kannst du dir vorstellen, wie der Flair die Lieder für sie schreibt? Ich schwöre. Wie zum Beispiel packen sie Kopf und tun unter meine Beine, zwischen meine Beine. Und nachher sagt er noch so, kannst du dir den Flair vorstellen, wie er Leggings hat? Weil er ist halt so, er geht mit alles ein, wirklich. Für mich ist schon Hip-Hop der Flair. Ja. Er gibt das Geld aus, um für Hip-Hop zu leben. Er hat mehr für Hip-Hop gemacht als keine Ahnung was für ein Rapper. Andere haben Geld investiert in Immobilien und dann denken sie sind reich geworden. Dann haben 2 Lieder mal gemacht. Der Flair hat da Geld in Kleidung gesteckt, weil ich finde, Kleidung ist auch Hip-Hop. Voll. Oder in Chains oder in Ketten oder Autos oder Videos. Voll. Wo noch keine Ahnung wie viel Geld ausgeht, während andere so denken, nein, ich könnte lieber Immobilien kaufen oder weiß auch nicht was. Und jetzt wird er glaube ich auch noch einen Film machen. Okay. Also über sich selber, oder? Ja, nein, über Graffiti-Szene. Also über sich selber. Ja, ein bisschen. Ich glaube, er spielt auch drin mit. Also über sich selber. Also, sich selber. Auf jeden Fall, ja, und da hat man so ein bisschen das Bild zerstört von der Rosa, weil wenn ich sie lasse, dann höre ich den Flair, Oder Flair mit wo Leggings im mit Hintergrund. Leggings am Schreiben ist, damit er es fühlt und das schreibt. Mit roten Leggings, maskulin. Und jetzt kommen wir vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema, dass Frauen keinen Fuß fassen. Weißt du, wer macht geschwind zu? Ja, mach schnell zu. Ich finde ja, das kann sein. Ich weiß es nicht, weil ich höre halt nur eine gewisse Richtung von Rap. Ich höre auch kein Bad Moms J und so. Beziehungsweise, ich höre die nicht, weil ich die nicht hören will. Vielleicht nicht auch, weil sie Newcomer sind, sondern ich habe so meine 3-4 Rapper. Oder nicht gefragt. Ich schwöre. ja, man muss auch da was dazu machen. Ja, aber dann wird es Maximum 1 Alter. Egal. Ich bin schon links heute. Hört eh auf. Ja, aber weißt Meinst du, hört man das sehr, sehr gut? Ich glaube, man hört von gar nicht so im Fall. Ich glaube. Aber gerade zu Rückblick, Ja, es liegt vielleicht auch an dem, dass ich die gar nicht verfolge und da gar nicht bewerten kann. In dem Sinn. Aber kommen wir zu der Shirin David. Weil die Frau, die ist so wack, es tut mir leid. Sie ist so peinlich. Sie widerspricht sich. Man merkt, dass sie irgendwie so, oh, ich darf auch nicht zu viel sagen, am Schluss zeigt die mich an. Sie ist voll eine coole. Aha. Und da haben wir Angst, dass sie angezeigt wird. Oder so. Ich meine, wir dürfen ja nicht alles sagen da. Das ist ja keine Kritik mehr, wenn ich sage, sie ist scheiße. Wieso ist das keine Kritik? Nein, Das ist keine solange wir nicht ihre. Also jetzt. Aber sie ist eine Person des öffentlichen Lebens und du darfst alles sagen, habe ich gemeint. Ja, da geht schon. Eben. Aber eben Shirin David hat eigentlich auch nur ausschließlich Männer, die Songwriter für sie. Also Ah, ja, all da, der was ihr Lars. gehört, genau Lars. Ja. Und nur irgendwelche andere, die vielleicht nicht so namhaft sind, aber ich glaube nicht mal Lars ist so richtig namhaft. Aber es sind nur Männer. Es gibt vor allem, sie ist eine richtige Feministin. Möchte Sei- gern. Sie ist so ein fucking. Sie springt auf jeden scheiß Zug. Sie steht für nichts für das, was sie macht. Und alles, was sie sagt, wird von einem Mann geschrieben. ja. Schon. Sie ist, sie ist eigentlich ein Witz. So viel zu dem. Sie ist einfach ein Witz. Sie ist so ein Witz wie die Loredana. Sie bleibt für mich auch immer Aber ein Bro, Witz. sie geht auf Tour und ein Ticket von ihr auf Ticket, weil ich bin auf Ticketcorner heute. Wieso? 60 Stutz. Kostet ihren Auftritt. Wo? Wer? Auch Zürich, irgendwo. Ich denke nicht Hallenstadion, aber irgendwo. Dynamo, bla, irgendwie. Keine Ahnung, aber auch 60 Stutz. Wer? Shirin David Show. Sie macht gerade Ist das Tour. teuer? Nein, jetzt im Vergleich zu Taylor Swift, wo für über 100 kostet. Nicht. Aber Aber ich das mein, kannst du ja nicht vergleichen. kannst du nicht vergleichen, logisch, aber stimmt. 60 Stutz. Ja. Nein, ich glaube 60 ist schon nicht teuer. So normale, so Normal? Clubshows.
Hafti 50, 40, 50, 45 und so. Okay, krass. Und Hafti ist auch sogar also schon Stabil. gut. Schon besser als Ja, schon stabil. Aber eben, 50 Cent kommt jetzt im bald Hallenstadion. Das letzte schon gekommen. Und ich glaube, das Mal ist sogar das letzte Mal. Ja, kann ich mit dem macht er nicht mehr Die lang. gehen, glaube ich, fix. Endlich. Ich weiß nicht, wann die Mikro. Nein, du bist zum Flair auch nicht gekommen. Wann ist der gewesen? Wenn ich Juni. da war. Du bist Juni. Bist du gegangen? Nein, ich bin nicht gegangen, weil ich Prüfungen hatte. Ja, eben. Aber ich so gerne gehen. Aber gutes Cent. Argument. Ja. Aber ich finde, mein Kollege war letztes Jahr, gewesen, aber Bro, ich weiß nicht, du hast ja nichts davon, Mann. Du siehst den Dude ja nicht mehr, du bist nicht ganz vorne. Du wirst keine Zeit, da vorne ist ja die Hölle. Alter, wie kannst du das sagen? Du kannst den Typ live sehen, die Typen, du weißt, die Leute, die dort sind, Ja, das ist kennen geil. seine Ja. Musik. Du bist auch einer von denen. Du bist unter Gleichgesinnten in dem Moment und kannst deine Seele einfach bambeln. Lass la Bambele. Ja. Oder? Hey, schon wegen der Energie eigentlich. Da Das ist- Hallenstadion wird sich aufholen, sein Maximum. Und dann Wie. siehst du auch noch Handys, die am Blitzen sind. Dope. Ja. Alter, das war Das schon ist von krass. 50. Nein, ich weiß nicht, von wem. Ich lasse kein Ami-Rap. Jetzt Also, kommt aber mit sorry. Gucci Gang. Das ist doch von 50, oder? Gucci Gang, Gucci Gang. Ich sage nicht von 6ix9ine. Nein, wie heißt Ich habe der? Lieder nachher Gucci gut gelassen. Gang? Lil Pump. Lil Pump, ja, Mann. Der hat mein auch gut Gott. einen Hype gehabt. Gucci Gang, was Gucci heißt Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Spend my wrist on a new chain. Oh, 10 spend 3 racks on a new chain. New My chain. bitch got... Wo ist die Stabil. fucking New Chain? Oh, wo ist deine... Oh, shit. Ich bin heute im Büro, gewesen, ich kann nicht mit der Perlenkette rumlaufen. Also My erzähl. bitch loves to do cocaine. Oh, ja, sowas. Du- Aber sorry, 6ix9ine und Nicki Minaj zu krass. Colorful. 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 Ich weiß gar nicht, wie es geht, aber irgendwie. Aber ich kenne den Lied. Colorful Hair Don't Care. Boah. Da, Alter, Bro, ich bin Ah, ab- das ist sicher weiß, rezitiert voll- von der Niki, oder? Voll billig, ja. Aber ich liebe so Sachen. Geil. Hey, also sorry, aber 6ix9ine, was für ein Vibe der mitbringt. Hey, da willst du ja gerade der Typ Leute ist voll zerstören. verschlagen worden, habe ich ein Video gesehen. Voll gefitzt worden. Das ist, glaube ich, schon länger her. Schon länger her. Ja, ich glaube es. Ja, Aber ich glaube schon ein paar Mal fit worden. Der Dude ist Für mich sieht der aus wie ein bisschen wie Trans, Mann. Ja. Er hat irgendwas von. ja, und vor allem, wie Transe- können Mexikaner Hey, einfach ist ja schlimm, wenn man N-Wort- dran ist. Hm? Wieso hast du so gesagt, hey, für mich sieht er wie dran sein? Gell? Ist das schlimm, wenn man dran ist? Nein, überhaupt nicht. Okay. Aber er ist ein Mann. Okay, stimmt. Er ist ein fucking Mann, Alter. Er gibt sich zumindest als einer aus. Eben, so. Deine Aussage revidieren. Also, Nein. so viel zu 6ix9ine. Jetzt kommt wieder der Kollege und 6ix9ine. Shindy. 69. Nein, nein. 16. Er hat nur gefragt, willst du deine Aussage revidieren? Er hat gesagt 6-9. Aha. Fix nein. Fix 9. Fix 9, okay. Also, der Farid und der Kollege haben gegen Dist gestichelt. Nicht unbedingt Dist. Oh, dass wir jetzt wieder dort sind, okay, geil. Ja, ich finde es geil. Ich finde, da ist ein aktuelles Thema. Da beschäftigt mich. Ja. Der beschäftigt Mann, Jetzt im Kier so der F, der so macht. Also ich muss mir vorstellen, ja, heute ein bisschen anstrengender Tag, kann ich ja schon echt viel müssen überlegen. Ja, ich Also. Und aufgrund von Bushido, sehr wahrscheinlich, weil der Bushido halt so ein Snitch ist und ich zitiere den Roos, HS und Versicherungsbetrüger, Snitch. Das war ein Zitat, das vom Roos Lee getätigt wurde ist bei einem von seinen YouTube-Videos. Weil, wenn die jemand anzeigt, dann ist der Bushido. Wenn. Und ihr denkt vielleicht, beim Losen, da passiert eh nie. Glaubt mir, der macht das. Der hat Nein, ich mehr glaube. Geld verdient, also fast so viel Geld verdient mit Leuten abmahnen, wie mit seiner Musikkarriere. Also er hat zum Teil aus normalen Leuten 1700 € abzapft, weil sie vielleicht mal irgendeine Jacke verkauft haben auf Ricardo und dort ist gestanden wie CCN3 oder wie von Bushido direkt angezeigt worden. So quasi, du gehst Marke, bla bla bla, plus Plagiat, das alles. irgendwas. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, da heisst hat der Roos gesagt, das ist auch ein Zitat gewesen. Nicht, dass ich ja, und jetzt nach 6 Jahren Comeback, nachdem der Bushido, nachdem der Shindy endlich das Maul aufmachen darf, aufgrund von Vertragssachen zwischen Bushido und Dings, er hat ja kein Album, nehme ich mal an, können rausbringen, weil er noch so Klauseln gesteckt hat. Und sein Comeback ist eigentlich ziemlich erfolgreich gewesen, da mit dem Exhibit-Teil. Exhibit. Ja, Exhibit, wie heißt das, wenn man ein Lied nimmt? Das, wo noch in den Club reingeht, man. Exhibit. Ja, Intro.
Nein, wenn du ein Lied nicht klaust, sondern Sample ist. samplest, ja, er hat das Lied gesampelt. Ja. Hey, ciao zusammen. Grösser. Und ja, und da ist eigentlich ein mega Comeback, er hat es gut gemacht in dem Sinn. Und jetzt hat, glaube ich, der Kollege, weil er, sorry, aber ich bin auch nicht so ein Kollega-Fan, für mich ist einer von JPG ist nur der Farid, der Killer. Kennt ihr überhaupt aus in dem Thema oder Ja, so? ich kenne mich schon aus. Ja, dann sagt ab und zu einen Kommentar. Bruder, kein Plan, über was du laberst. Okay, sorry. Ich versuche es möglichst so zu erklären, dass es jeder versteht. Fix. Der Kollege hat auch seine Depri-Phase gehabt. Und er ist für mich so ein Rapper, der reitet mir einmal auf zu einem hohen Ross nach meinem Geschmack. Der hat ja so den Style, der Überboss, der über dies, der über das. Vor allem ich sehe, Sein scheiß Album heißt Imperator. Junge, was läuft mit dir? jetzt heißt ja La Dolce Vita oder so ein Scheiß. Aber Ganz der scheiße. Kollege finde ich mega magensüchtig. Er hat abgenommen, er hat glaube auch Drogenprobleme gehabt und er hat auch Easy. angeblich auch Schizophren, bla bla bla, dies, das, Ananas. Schizophren. Bro, der Typ, der hat ja in einem Video habe ich mal ganz kurz gelesen, war der labert über Verschwörungstheorien und so. Der macht einmal eine voll auf gebildet und so, und dann kommt er mit so Sachen. Habe ich mir auch gedacht, in welcher Szene bist du jetzt hier gerutscht, aber ich glaube, er ist aus dem rausgewachsen und sieht jetzt mittlerweile auch als Album an. Ja, er holt sein Album raus, macht Albumpromo und tut weiter gegen den Shindy sticheln. Wieso? Weil der Shindy gerade im Hype ist und er hat auch ein paar Fehler gemacht, kann man schon sagen. Unter anderem hat er sein neues Album rausgebracht mit den Fouloirs aus Seide und seine Box kostet 150 €. Krass. Und ist 2000 Mal verkauft worden, von 3000 eigentlich. Zu Recht, wenn Seide drin ist. Nein, überhaupt nicht. Es ist ein Bademantel drin und so. Aber Shindy-Boxen sind ja legendär. Man erinnert sich an den alten schwarzen Rucksack, den er rein tut, wo die billigste Qualität hatte. Aber da hat die nicht unbedingt direkt am Shindy die Schuld gegeben, sondern eher am Bushido, weil der vielleicht so ein Gieriger war. Auch Aussage vom Roos. Ja, und jetzt antwortet der Shindy einfach mit dem Free Spirit, nachdem er das Album rausgebracht hat. Ja. Mit dem Diss eigentlich an Kollegen. Und wieso heißt einer Free Spirit? Weißt du da? Keine Ahnung, weil er gerade zu viel gekifft hat. Nein, ich glaube, irgendein Lied vom Kollegen hat so, glaube ich, mal geheißen. Wenn ich mich nicht täusche, vielleicht ist auch nur wieder mal Halbwahrheiten. Da weiß ich nicht. Auf jeden Fall bringt er halt so Lines wie. Da würde ich auch nicht sagen, Mann. Ams finde ich ein gutes Wort für Geschlechtsverkehr. Merkt ihr das? Ich amse Kollegas Mutter. So. Und ja, und viele haben so gesagt, boah, das ist gut, krass, das ist nicht der Shindy. Ich finde, doch, da ist genau der Shindy, weil er sagt, ich ams deine Mutter Kolle. Da ist der Shindy. So sagt das. Ja. Und darum ist das für mich der Shindy, obwohl er halt vielleicht dazu gesagt, aber sorry, der Kollege und der Farid, jetzt zerfetzt alles. Die sagen nur ams. Ja. Wenn er einmal ams sagt, das ist übrigens eine Kritik an Shindy, dass er das gesagt hat. Ja. Das finde ich überhaupt nicht. Sag's nur. Ich meine, die haben ihn 6 Jahre lang immer wieder gestichelt und disst und dann darf man ihn sagen, oder was? Nachher mit die Moralapostel und sagen, da darf man nicht sagen. Ja. Weil im Rap darf man da nicht sagen. Aber man ist sich einfach nicht daran gewöhnt, dass ein Shindy dann so ist. Das stimmt. Meistens so ein bisschen Etepetete, so in dem Sinn. Ich finde eben nicht, ich bin daran gewöhnt, dass der Shindy ein bisschen so, ich will wirklich nicht gegen den Shindy schiessen oder so, aber so Bitch-Charakter hat. Ja. Für mich so, ich weiß nicht, schon die Geräusche zeigen für mich schlampiges Verhalten. Verstehen Sie, er ist ja kein Schlampe in dem Sinn, aber schlampiges Verhalten ist ja, wenn du deine Füße nicht kannst richtig lupfen oder so. Das ist ja nicht in dem Sinn, du bist eine Hure oder so. Aber denkst du nicht, dass da jeder Rapper und auch eigentlich jeder Künstler, sehr wahrscheinlich werden wir sich auch noch ein paar Künstler von da irgendwie interviewen, die da im Haus sind. Ich glaube, jeder Künstler will sich in Szene setzen. Das heisst, wenn du mit dem Shindy jetzt über die Flasche schwätzt, sagt er nicht, mach die Flasche auf. Nein, er macht so. Und lutscht ein bisschen. Nein, weißt du nicht, wie er einmal in einem Interview hat er einen Espresso getrunken, 6 Sips genommen. Geil. 6 Mal. Und darum, das ist so ein Witz, es ist ein bisschen ein Witz geworden. Aber jetzt muss man halt etwas sagen, was du vielleicht meinst. Der Shindy macht da perfekt. Bewusst? Da ist sein Style. Da ist sein fucking Style. Wenn dir da gefällt. Leute reden,
Wir sind jetzt da, Voll. Leute reden über den Shindy. Voll. Oder? Nur weil schlechte Publicity ist auch Publicity. Ja, Mann. Weißt du, was ich meine? Aber in dem Sinn, du hast absolut recht, aber ich glaube nicht, dass das für ihn schlechte Für ihn nicht, eben. Voll. In Kreis 0. In Kreis 0, wenn jetzt jemand da irgendwas sagt, Bro, am Schluss ist er in dem Zimmer, hat seine 4 Rolls Royces. 3. Er hat gar keine, also sind wir ehrlich. Und gar keine Ahnung, er hat sein Geld, hat sein Vermögen. Und ob jetzt irgendjemand sagt, ja, ich finde die keine, ich finde die eben schlampig und so. Ich glaube, vielleicht nutzt er, ich will es genau gleich machen. Wenn ich so bin, wie ich bin, und jemand findet das schlecht, dann tue ich mich ja nicht ändern, sondern ich schaue, dass ich es vielleicht im Positiven kann nutzen kann. Oder? Nein, absolut. Vielleicht Also, würde ich, dass Leute über genau die Szene, wo ich schlampig tue, ein Reel draus machen und viral geht. Voll. Ey, da letztens in Open eine Frau fällt. Es ist ja voll da TikTok umgegangen, wo Travis Scott über seinem Essen ist. Keine Ahnung. Hast du nicht gesehen? Der ist durch die Decke gegangen. Weiter gegessen? Er ist anscheinend ist er am Stand gewesen und hat Pommes gegessen. Mit so 4 Sekos. Okay. 2 Sekos. Ja. Am Schluss ist da einfach nur eine Marketingstrategie gewesen von White. Ah, weit ist doch da vom Gustav, Vom wie der Gustav. heißt, gell? Er hat so White in der Hand. Er hat White-Flaschen, so Schüche in der Hand. Man sieht Ah, es ich gar weiß, nicht. welches Video du meinst. Er hat sogar hinten VK. Hinten hat Von der dem, VK, von dem genau. Logo. Genau. Wie heißt die Marke? Weiß nicht. Ja. die ja. neue Marke da. Und sogar ich bin drauf Nein, ist geklickt. alt. so. Ist alt. Von A$AP Rocky, glaube ich. Irgendwas von Weiß dieser nicht. Szene. Aber er hat ausgesehen wie, er hat halt so eine Maske, nachher eben auf TikTok hat er Behind the Scenes zeigen, wie er so die Maske anlegt von Travis und er sieht aus wie Travis und eben 2 Sekos sind da und da gehabt. Ja. Und eben, er ist dort, hat das White so in der Hand und das Video ist schon Millionen Mal angeklickt worden. Ne, Also, voll. krass, das wie Nutzen von Fake. Aber im Video hat er eigentlich nur Kapuzen angehabt und da seine Löckli sind Eben, und da lange Leute, und du musst 2 Sekos an tun und Leute haben das Gefühl, es ist Voll. Travis. Die sind bis nach außen begleitet. Mm. Sind bis nach außen. Und dann noch, ich sehe noch so, sie haben den normalen Eingang genommen. Dann merkst du, aber Travis nimmt doch nicht den normalen Eingang zum Rauslaufen. Und Leute gar alle sind mitgelaufen. Alle am Verrecken. Alter. Ja. Krass. Wir können eigentlich auch so etwas anderes mit dir machen, mit dem, wie heißt er? Wir könnten die inszenieren als Della Mendy. Kennst du den? Du meinst den Dalai Lama? Nein, Mann, Das ist der Della Mendy, Mann. Der Levent ist tunung, das ist der Sänger von dem Lied. Nein. Kenn ich den? Es ist schon. Das Lied kennst du, aber ihn vielleicht nicht. Er hat kaputte Lieder, Alter. Ja, kaputte Ich finde Lieder. richtig Legende-Lieder hat er. Er ist eine Legende. Indischer, Er ist in Indien schon. Okay. Ist eine Legende. Und in Indien ist er Dalai Lama. So. haben ihr auch das Video gesehen? Ist der Dalai Lama, wo er da ein Kind küsst? Die Zunge, ja. Das ist nicht der. Das ist der Dalai Lama. Aha, so meinst du ja. Das ist der Dalai Lama. Aber wir dachten genau noch schwätzen. Weil der White hat aber auch nochmal, haben ein Video gesehen, wo der eins, so ein Reicher ist, also das in der Schweiz, die haben wir auch wieder gehabt. Die haben wir wieder gehabt. Wieder mit Fake News. Ich habe gemeint, das ist echt in der Schweiz, sind sie auf der Straße gewesen, als haben gestrikt. Und dann ist der andere gekommen, hat so einen Bruce Lee Move gemacht. Ah, ja, den habe ich auch gesehen. Bro, das ist fake. Okay. Das Video ist fake. Das Video ist auch von White. Okay, krank, Alter, geil. Aber siehst du, die Marke habe ich gemeint. Und du sagst, die ist nicht alt. Die ist nicht neu. Das ist doch so ein Getränk. Das ist neu. Das da, wusste ich. was ich vorher gemeint habe, was du sagst, ist Dings, der Hoodie, wo er angeht, mit dem V im Hintergrund, im Background. Nein, ich meine Das, das ist, das Getränk. Video ist einfach fake. Das ist einfach auch von ihm. Krass. Und ich habe auch gedacht, Bro, wieso macht er den Move? Vorher komisch. Ja. Von wegen Geil. einfach zu gut. Das ist mega passt. Nachher nochmal, eins da, aber das Video habe ich nicht kennt, sie haben so voll viel Mühe gemacht. Sie haben ein V, LED-V, Ah, da habe ich haben sie eine Drohne. Ja, Mann. Noch hat jemand die ganze gefilmt, also eine Fake, oder? Wie mir, so eine angehört. ja, voll. So, ey, du musst einen TikTok machen. Oh mein Gott, das ist ein UFO, oder? Das ist so eine gute Idee, Mann. Und da hat er einen Tour gut gemacht und V, oder? Und auch wieder White, oder? So, da Hauptsache das Logo reinprägen. Ich schwöre. Und dann haben sie noch ein bisschen gefaked, dass mit After Effects haben sie wahrscheinlich so Blitz rein tun. Also das Video hat ausgesehen, als ob es echt ist. Und Leute leben nicht checkt. Leute, in den Kommentaren, ich habe noch gesagt, es gibt und so. UFO, bla, dies, But, das. es ist wirklich marketingtechnisch so gut. Sogar der Kollege hat geschrieben, Alter. Ja, Also der hat- UFO gibt's. Der hat es eben geschrieben. Das ist krass. Aber geil, eben, das ist ein junges Startup oder Unternehmen. Darum finde ich es eigentlich umso spannender, dass ich weiß nicht, ob da, wenn du so Sachen siehst, im Nachhinein denkst du, so, ist das von Anfang an so geplant gewesen? Mit dem V und mit dem Einprägen und mit den Ja, sicher. so Psychologie in dem Sicher, Sinn dahinter. safe.
Safe. Der ist nicht Der dumm. ist schon krank, Alter. Der Dass ist- man alles so ein bisschen Hang aber ausdenkt. Was ich nicht weiß, ist, ob er gewiss, weil man weiß, glaube ich, nie bei so Sachen, wie gut es ankommt. Da weiß man nie. Voll. Aber er hat schon gesagt in dem Video, das er aufgenommen hat, das Video geht viral und ist viral gegangen. Travis Scott, ja, dann voll. da mit dem Strike. Er hat einfach, und dann hat er auch aber im Video erwähnt, dass pro Like auf dem Video, ob es jetzt passiert oder nicht, wissen wir nicht, tut er halt Bäume abpflanzen, anstatt auf die Straße zu gehen. Also die Message, die er noch gegeben hat, extrem schön, also extrem gut, weil das ist so ein kontroverses Thema, also vor die Straße gehen, von den Leuten, die Verpflichtungen haben, oder? Wo vielleicht in dem Moment, wo ich auch schon gehört habe, sie sind im Spital und so, kann ich... Meinst du die Interviews, die er sonst führt? Nein, auch allgemein, weißt du, es geht um da jetzt... Er wird Die einfach, Klimaszene. er hat auch auf das Thema wollen ansprechen jetzt, mit dem Fake-Video. So, okay. Oder? Er hat gesagt, ey, auf dem so machst du viel mehr für den Klimaschutz als so Sich irgendwo aktiv ankleben. ankleben, Voll. wo du anstelle nur Leute bestrafst, die ja eigentlich gar nicht der Grosskuchen sind. Voll. Oder der Grosskuchen sind Unternehmen, sind einfach die Wirtschaft. Voll. Oder? Wo wir einfach einen Teil müssen halt beitragen, wenn wir halt das Problem verdienen. Also White, das Thema eben, Publicity, top, finde ich ganz geil. Bro, ich bin wirklich stundenlang auf TikTok auf der White-Seite gewesen und nur durchgescrollt. Richtig fasziniert gewesen. Ich liebe so... TikTok. Also ich habe TikTok drauf wegen Café Bre, obwohl ich nie was poste. Aber ich habe TikTok und dann gehe ich einfach mal ab und zu rein. Ja, weil auf Insta, wenn ich mal keinen Bock mehr auf Insta gehe, vielleicht einmal in der Woche gehe ich auf TikTok. Ja. Ja, geil, dass du ab und zu gehst und nichts machst. Ja, Da geht's von der wieder, Alter. Nein, Aber die alles Videos, gut. die wir jetzt gerade letztens zugeladen haben, die sind schon abgegangen. Ja, die sind echt 2, abgegangen. 3 Jahre. Nein, yes, no. Beantwortet doch einfach Fragen. Ihr so, wer ist schuld gewesen? Ja, look Volk. Ah, da ist der. Ja, da habe ich auch gelesen. Ja, schau doch. Schau, Volk, es lohnt sich. Ist ja ehrlich. Frage, wahrscheinlich nicht mehr selber, er hat die Antwort gar nicht gewusst wahrscheinlich. Deswegen hat er... Oli weiss, was die Schuld war. Ja, Er Weiss hat auf und dem Handy gegangen. geschaut und ist nachher auf die andere Schiene ja gefahren. wegen 80 km und wegen so. Auto, ja, stimmt. Also nein, laut Polizeibericht war Eichhörnchen schuld gewesen. So, von dem gehen wir jetzt einfach aus. Okay, gut. Ja. Gut. Ich würde noch abschließende Worte sagen zum Kollega und Shindy Beef. Ich glaube, wenn es nur der Kollega und der Shindy sind, dann wird der Shindy da gewinnen. Weil der Kollega, keine Ahnung. Er ist schizophren anscheinend mittlerweile. Also ich kann mit ihm nicht anfangen, mit dem Shindy schon eher. Auch wenn ich jetzt vorne den Shindy mega kritisiert habe und so, ich meine, er lebt Kunst, er lebt Hip-Hop mehr als der Kollege. Der Kollege hat zwar so eine krasse lyrische Sachen, aber genau auf der achte ich auch nicht. Und der Shindy leitet sich schon mal anders an, man, das muss ich ja gar nicht sagen. Ja, voll. Vorne habe ich schon ein bisschen runtergelassen bei ihm. Aber das ist mehr so, weil ich gern vielleicht ihn auch besser wäre gern gesehen. Ah, der Kollege leitet sich auch wie ein Zollbeamter. Wie der Cobra 11, Ja, irgend so etwas, ja. da hat man den Flair gesagt. Echt? Ja. Wo es Beef hatten. Wie Cobra 11. Ja. Ja, kennst du nicht die von Cobra 11? Ja, die zwei. Als hätte, oder früher ist einmal aufgefallen, die DSDS-Kandidaten, die gewonnen haben, die haben einmal so einen schlimmen Style gehabt. Da ist halt. Also aber da ist wirklich. in dem Moment ist er nicht in gewesen. Dort Nein, Bro, ich weiß auch nicht, wer in diesen Köpfen gelaufen ist. Ja, Tokyo Hotel. was heisst dort mal? Nein, wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. Luca Henny. Oder hat er ein T-Shirt Also angehabt? meinst du im letzten Auftritt? Nein, Oder ich sonst meine allgemein? von Dings. der Luca hat in DSDS gewonnen. Ja, ich glaube, so Oder ist in er berühmt Schweiz auch worden. etwas? Ich glaube, ja. Nein, DSS hat er gewonnen. Und er hat ein T-Shirt angehabt mit Sakko. Junge. Also warte, von was schwätzen wir jetzt? DSDS-Zeiten. Meinst du bei irgendeinem random Auftritt oder beim letzten? Nein, allgemein, jedes Mal, wenn sie ihn gezeigt haben, so als Werbeplakat oder irgend sowas. Nachher Alter, sieht aber schon, also so Zeig mal. Justin Bieber von früher noch. Ja, Bro. Aber von aber ganz da ist ja früher noch. jetzt. Da ist ja jetzt. Nein, Luca Henny ist auch schon lang her. Alter. Ja, ja, aber da, wo du jetzt gerade gezeigt hast, das ist doch von jetzt. das ist ein Das ist ein Bühnenoutfit, ne? Ein Bühnenoutfit könnte ja immer ein bisschen exklusiver sein, da sage ich ja nichts dagegen. Ich meine, da muss ich ja ein bisschen Show machen. Bro, egal, auch wenn ich auf der Bühne bin, sowas liegt nie. Ja, ich weiß, das ist vielleicht nicht dein Style, aber das ist nicht normal, da nicht gehen. Nein. Zum Beispiel der. Oh, wir sind ja am Frauenfelder gesehen. Ja. Und wer hat aufgelegt? Wer hat dürfen spielen? Yes!
Ich muss ganz kurz etwas sagen, Stormzy oder wie der UK-Rapper ja. heißt, sorry, aber ich weiß, ihr Leider. feiert den sicher und ich hate Leider, wieder wie ein leider. Spaß, aber ich bin eingeschlafen. Bro, ich habe das Intro Und- geiler gefunden als Ja. Intro. Das erste Lied, der Bass. Bruder, würde ich Frau überkommen. Aber ist ein Lied von ihm gewesen, oder hat das irgendwie Nein, es ist Remix? das Intro vom DJ, ein Intro-Lied gewesen und der Bass. Geil. Und ich noch nie so, mein Körper noch nie so vibriert. Ja, das ist echt geil gewesen. Und dann schaut er noch so voll, er weiß genau, das scheppert. Der Yeah. DJ ist ein geiler Sieg. Anscheinend, und das Stormzy, er hat halt nicht so Lieder für als Last Act leider. Ja, voll. Für Last Act würde ich halt gesehen, vielleicht so Und wieso? Ra- Weil der Vibe nicht stimmt, aber seine Lyrics stimmen. Ja, seine Lyrics Sorry, sind aber wer ist der Golose? Ja, Aber ich finde, Kendrick Lamar ist auch einer von dieser Sorte. ja, Er hat aber zwei vielleicht. Zwei Lieder, die geil sind. Da Da weiß ich, ne? N95, ja. das Lied und wie heißt der? I got loyalty. Ja, da noch. Und dann noch der DNA, so heißt das Lied. DNA, genau. Ja. Und der Humble Zeugs. Ja, Aber die gehen sicher maximal ab. Die gehen maximal, aber sonst hat er eigentlich nur lyrische Sachen. Okay. ja, Max. voll. Aber eben, so als Last Act hätte er nicht reingepasst. Aber ich bin, egal, reden wir jetzt über VfL. Ich bin so fasziniert gewesen von den Visuals bei Stormzy. Ich weiß nicht, wie sie, weil ich habe keinen Act gelesen. Ja. Ich wollte zwei Acts hören. Kodak Black, wo der nur 10 Minuten gespielt und nachher, weil er erst eine halbe Stunde Sport gekommen ist. Ja. Und nachher hat er so einen fetten Blunt geraucht, bis er mal reingekommen ist und der DJ mal ein Intro gemacht hat. Der ist einfach. Sie haben einfach abgeschaltet. Alles abgeschaltet, nachher, weil 187 wieder dran war. Nachher. Ja, ja. Nachher sind alle über. Einfach 10 Minuten ein bisschen irgendwas gelabert. Einmal ist ein Lied gekommen. Din, 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 din. Ja, der ist geil Und noch gewesen. fertig. Boah, Massaker. Nachher fertig. Besser als Alda von 187, sorry. Kodak Black sieht aus wie ein Kugelfisch. Ja. Er sieht voll Aber komisch aus. er hat es einfach nicht gejuckt, Alter. Der ist einfach so, egal, easy, dann habe ich nur 10 Minuten gespielt. Aber eben, Visuals. Er fängt an, der Stormzy fängt an bei einem Lied und hinten dran siehst du so mehrere Stormzys, also Gesicht. Ja, geil. Ja, dann ist gut. Da, Also live. Nein, es ist ein Visual, es ist Kamera. so programmiert. Kamera, So Displays. programmiert. Ja. In dem Moment, wo er die Lyrics anfängt, fängt auch Lyrics an und die Lippen bewegen sich gleich, wie er singt. Okay. Und ich weiß nicht, wie krass geschwitzt hätte der. Das haben sie. Nein, der wo da muss umschalten. Aha, okay. Da muss in dem Moment muss er da über die Visuals, wie der muss müssen schwitzen, dass er genau den. Ja. Ich weiß, vielleicht ist es automatisiert. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Also jetzt ein bisschen lecker, oder? Nein, es hat genau passt. perfekt. Er rappt, ich schaue Visuals an, ich schaue ihn an, ich so, Bro, das stimmt einfach von der Seite. Geil. Eins zu eins. Geil. Es ist Visuals so als Erlebnis, habe ich geil gefunden, aber die Last Act hätte ich vielleicht, also ich persönlich hätte es nicht gefühlt, aber ich glaube, es wäre böse abgegangen, wenn 187 als letztes kommen wäre. Nein. Aber nein, eben, ich Es halt, wäre abgegangen, Es wär auf jeden abgegangen. Fall, aber aber ich habe halt, ich habe die auch nicht gelesen. Ich kann es nicht lesen, ich bin dort im Sparkly-Stand, ich habe ja, einen weil ich Kopf hatte. Ich bin mit dem Hero gewesen, also wir auch mit dir. Ja. Der Hero, ich habe echt den Gefallen gemacht, um 187 zu schauen, aber sorry, ey. Für mich ist da keine Musik. Bro, für Nein, mich sind da aber es ist Arbeitslose, halt die da einfach- hören. Für mich Danke, ist da- Mann. Warte, jetzt fangen wir mal an. 187, Shindy ist bei 10, 187 ist bei minus 20. Das sind Sorry. deutsche Rednecks, die 187 hören. Massaker. Danke für das. Also, wer verdammte Ich verstehe Scheiße das auch, aber los wieso 187, Mann? Es Schau, geht man doch ab. lässt nur Warte, wegen schnell. Afro-Trap. Ja. Nur wegen dem Beat. Ja, also- Check ich gar nicht. Mehr nicht. Bro, ich habe vor allem schon mal gehört, Alter, ich habe nicht gecheckt, wo einer einfach gesagt hat, wo der eine einfach ein bisschen überhaupt irgendwie verglichen hat mit Techno. War 187? Ja, also da der typische. Dumm, da, du, dumm, ja, dumm, dumm, typische. Ah, Hat ja was, weil der Typ hat keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Nein, okay. Also, ja, mir will ich sagen, da kann nur von so Typen kommen, die 187 hören. ne. Nein, jetzt mal ganz konstruktive Kritik an 187. Konstrukteur. Gehen alle in den Knast. Nein, Spaß. Sind ja alle schon Natürlich sind ja fast alle im Knast. Also wer 187 natürlich überhaupt noch am Leben behalten, ist der Raf Kamora. Habe ich genau sagen. Er hat eine mega Show Macht er abgeliefert. überhaupt noch? Ich meine, der macht nicht mehr Bro, Musik. Bei 187 hat er alles gesungen. Okay. Beziehungsweise gerappt. Mit seiner scheiß Stimme, die er verstellt. Ey, mein Gott, ey, das ist schlimmer wie der Kollege, wenn er sich verstellt. Aber ich finde die Geschichte vom Raff Ja, und Gabriel sagen, Sehr extrem. interessant. Ich kann sagen, ich glaube, ich habe mal ein paar TikToks. Der Typ hat schon in den 2000er hat er schon Lieder rausgehauen. Ja, ja. Als Rapper. Okay. Ja, und hat es erst Sport geschafft und Voll. absolut eindrücklich, aber ich verstehe trotzdem nicht, wie man den hören kann.
Nein, Ein paar Lieder. Ich bin ein Arabe. ja, Ich verstehe es, wenn man ein paar Lieder von ihnen kennt, wie ich zum Beispiel. Nie ohne mein Team, da kennt man, das läuft im Club, das ist ein Banger. Ist einfach ein Banger. Aber sie haben wirklich den Asi. Für mich ist Rap nicht, ist schon asozial. Nicht immer. Also, für mich ist Rap asozial, aber im Positiven. Könnt ihr mir da folgen? Du bist ein geiler Sieg, weil du mit den anderen, die weiß, denken, sie sind geile Sieg, Ja. nichts würdest du haben. Look, Rap ist ja irgendwo durch ein bisschen. Sorry, was willst du sagen? Ich glaube, ich wollte noch nur sagen, dass sie. Ich finde immer, der Flair hat es auch mal gesagt, lieber habe ich nur 3000 Fans, aber dafür sind es coole Fans, anstatt 10.000 oder 1 Million, aber das sind alles Opfer. Eben in Bezug auf Opfer. Nicht, dass jetzt die im Frauenfeld Opfer sind, die hören. Gell, verstehe mich nicht falsch. Ich fühle das einfach nicht. Aber ich verstehe es, wenn man zum Genau. Beispiel im Fitness ein Zeugs lässt und sonst überhaupt nicht. Aber ich finde, 187 tut zu heftig Drogen verherrlichen. Absolut. Einfach zu fest. ja, aber da macht mein ganz. Nein, der passt, der gehört zu Rap dazu. Ja. Der Hafti tut ja auch oft über Drogen und so Scheiß erzählen, aber man merkt es ihm so wie an, das ist ein Fehler. Das Ja, stimmt. also in den USA. Ist ja jeder zweite Rapper tut ja kaputt über Drogen schwätzen und die konsumieren auch offen. Ich meine, Kodak, der ist wahrscheinlich noch nie nicht drauf gewesen. Voll. Oder? Und das Ding ist, eben bei dem jetzt, bei dem Vergleich ist, dass man. Mischenschale? Kannst du haben. Das ist meine Flasche. Echt? Danke, Bro. Beim Englisch ist halt eher, dass du auf den Vibe hörst und auf die Wörter, wie sie aus dem Mund rauskommen. Das stimmt. Und im Deutsch ist so, du verstehst das. Dann hast du auf das Mal einen Bezug und hast so wie ein Konstrukt im Hirn, wenn du da hörst. Dann denkst du, Alter, das ist verdammt grusig eigentlich. Weißt du, was ich aber auch nicht verstehe von den Fans von 187? Jetzt sind mal ehrlich zu euch. Ich glaube, keiner, wo ich jetzt gerade spreche, lässt 187. Wenn du doch da hörst, dann bist ganz ehrlich zu dir. Wenn ein so ein Typ dir entgegenläuft, wo die Musik, wo sie auch rappt, lebt, du laufst dem aus dem Weg. Wie kannst du denn da hören? Siehst du, wie fake du bist? Kann ich es besser erklären? Nein. Du wirst dem Typ aus dem Weg laufen, weil er erstens nicht judgend oder so, aber ja, die sind doch aus dem Penner, Mann. Ja. Der Raf Kamora, sein Outfit, mein Gott, ey, ich habe kein Geld und schaffst du mich besser anlegen wie der. Schau mich mal an. Also geil, das Tribus-Shirt, stabil. Aber der Rest von mir, Billo. Und der Typ kommt mit so einer Hose, wo unten an den Knöchel eine Trainerhose-Cargo. Kennt ihr die Trainerhose-Cargos, die unten noch eng sind? Aber die sind alle so angelegt, ne? Bro, Alter, was läuft drum? Shindy, zu krass. Voll. Der leitet wenigstens geile Sachen. Also Stormzy hat einfach Relate Club AK. Stormzy hat einfach Relate Club AK. Oha. Wenn du jetzt voll fahrst, oder? Nein, aber. Aber der war so krank, Alter. Aber ich Was habe krass. gesehen, der Adi Totoro hat da Ja, Relate Alter, Club oder geil. bekommen. Oder geil. Aber der ist auch ein Hater. Ich hasse den mal gerade so. Alter, Ja, das ist ey. nicht alles für dich, gell? Da wird ja auch noch. Sag doch. Ja. Ja, denkt, ist die ganze. Du hast gesagt, du schenkst mal. Nein. Du sagen kannst haben. Das ist Ja, kannst du haben, aber man fragt ja, falsche Anforderungen. man fragt ja wegen einem Schluck oder zwei. Nein, ich frage wegen einer ganzen Oder Flasche, so. weil ich lasse auch Shindy und nicht 187. Nein. Also hey, es ist ein bisschen zu fest musiklastig. Ja? Mal, auch passt. zu Recht. Yes, Auch Musik zu Recht. Beste. Hört ihr persönlich 187? Nein. Darum verstehe ich verstehe mich mit euch. Ich habe gerade gegen 187 noch geredet. Nein, los. Eben, ich meine, ich rede jetzt einfach vom Vibe, so wie ich mitbekommen habe, wer Stormzy als letzter, er ist halt böse humble. Ich weiß halt, ich kenne ihn halt, wie er sich auf YouTube-Videos, er lädt sich einfach auf so Beta Squad und so random, ist er so bei Gast als bei UK Voll. eben YouTuber. Ich habe das Gefühl, er ist easy humble und er hat auch immer wieder so ab und zu hat er sind so ein paar, er hat einfach gesagt, ich will einen geilen Vibe machen heute und so, ich gebe alles, was ich habe. Und eben der andere, der DJ, hat den Geburtstag gehabt, oder? Ja. Und random, weißt du, er hat jetzt eine Stunde, wo er sich kann präsentieren kann und für diese Stunde gibt er einfach 2 Minuten ihm zum Happy Birthday singen. Wie geil. Und alle haben gesungen. Alle haben gesungen. So gut. Alle Happy Birthday, alle. Ah, stimmt, das ist dort, wo ich das erste Mal abgegangen bin bei dir, weil das Lied habe ich kennt. Er so, ey, Daniel, kann ich. Und ich hab nicht mehr können, Bro. Die nebendran, die Frau, weißt du, die, wo nebendran gesagt hat, zum Schatz, ich will jetzt gehen. Schatz, ich will jetzt gehen.
Bruder, ist ja logisch, was machst du ganz vorne? Was erwartest du, was ganz vorne passiert? Logisch gibt es Moshpits. Ja. Logisch gibt es Umgedränge, oder? logisch. Nachher der so, ja, dann geh raus. Und denkt, ja, dann komm weg. Und dann er springt so, also, Bro, Happy Birthday. Wie Happy Birthday bist du voll Bro, abgegangen. wie Er Kannst hat du voll Pizza machen? abgegangen, er hat voll gesprungen. Bro, der Typ ist da oben gewesen. Voll abgegangen. Er hat nicht mehr können. Geil. Das ist geil. Ja, sonst habe ich die anderen Lieder nicht gekannt. Clash ist geil weiß gewesen. wirklich- Clash, den er gesagt hat. Kann ich glaube nicht. Mit dem Dave zusammen. Der Dave wäre eigentlich auch geil gewesen. Dave wäre auch ganz geil gewesen. Der wäre echt geil gewesen. Ja. Aber er hat auch beides. Er hat beide Lieder. Er hat auch so einen ruhigen Touch, aber auch voll der Der Dave ist doch der von Location. Mode One. Wenn er APs, Cost Mode, irgendwas so. Ah, der. Die hat gemeint, das sagt der Stormzy. Oder wie der heißt. Stormzy. Nein, der Typ ist auch sorry. böse baut, Alter, Mann. Aber er hat gross. immer. Bro, weißt du, wie der tanzt hat? Links, rechts, links, rechts. Ja. Wie? Auf das Mal kaputt dance, Alter. So machen Nein, das nein, Stormzy. gang da, du musst da. Du musst da beim Elefant. So. So, die ganze Zeit einfach. Er hat nicht anders gemacht, nur so tanzt. Okay. Ey, wer der Stormzy? Stormzy, ja. Echt? Ich will acht drauf achten, er Crazy. nur so tanzt. Er hat so hohe Knie, Alter. Finde ich ja voll Er easy. ist auch. Er hat Bösathletisch. typische Lightskin, nein, ich mehr als Lightskin. Er ist dark, er Er ist ist best midnight. dark, aber eben sein Körper, Mann. Ich glaube, der Stabil. trainiert nicht mehr für das, ich sag dir jetzt schon. Stabil. Der macht einmal in der Woche ein paar Liegestütze, Der der tut- sieht einfach so Er aus. ist wahrscheinlich auch 16 oder so. Aber ja, er ist... Ich habe jetzt vorne einen zum Kollegen da, der noch keinen Namen hat, wo ihr werdet entscheiden. Ah, da ist die Kamera. Elefant gesagt. Aber er ist ja ein Nashorn. Und nur so als Info, weil letztes Mal haben wir wieder so Halbwahrheiten gesagt. Den haben wir ganz am Anfang. Aber Ganz am Anfang. Ah, haben wir da gesagt, erzähl, ja, ist, erzähl. ja, der Rhinoceros ist eine Nashornart. Unterspezies, oder? Ja, aber sind auch nicht bedroht vom Sterben. Ja, genau. Nö. Aber so ein Spitznashorn, der ist bedroht. Vielleicht so einer mit dieser Farbe ist bedroht, ja. Der wird, weißt du, wie geschlachtet nachher. LGBTQ noch so. Okay, soviel zu dem. Soviel zum Open Air Fraufeld. Ja. Nein, jetzt watch nicht. Heiß. Viel mehr passiert. Heiß gewesen, ey, fuck. Es ist St. Gallen. Boot heiß gewesen. Sorry. Es ist, wir sind, weißt du, geil ist gewesen, ne, also außerhalb vom Gelände hat es einen Mikrostand gehabt, Ja. einen riesen Mikro. Und da sind wir dort, haben wir Sachen, also Wasser gekauft und so. Und, wir haben halt nicht gewusst, dass wir nur 0,75 Liter grosse Flaschen Auch so mitnehmen. voll die komische Regelung, Alter. Und du hast auch nicht 2 Liter, du hast aber nichts anderes gefunden. Entweder du hast nur 5 Dezi oder 2 Liter Flasche gefunden. Also 1,5. Aber ja, es hat auch die kleinen gehabt. Aber wir haben die einfach nicht gesehen, weil wir Durst hatten. Ja, wir haben einfach so schnell auf Wasser gebraucht. Ja. Eine Wasser getrunken, nachher ich so, ey, wir können bringen den rein. Die haben aber nach mir im Eingang voll an kaputt saufen, irgendwie zusammengequetscht. Da Irgendwie rein, links, da, rechts, ja. links, Ja. rechts und dann sind wir, Lifehack. Lifehack sind wir rein. Aber die vorne im Eingang auch immer, die sind permanent zum Schauen. Aber das sind auch Helfer, oder? Das sind auch ganz normale Gäste. Das sind Oh. nicht so Sekas oder so. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, am Open Air Fraufeld schaffen nur Kinder. Ja, oder wie Kinder. Wo heisst Kinder? Bro, Kinder, 16 gefühlt. Max. Was arbeiten die genau? Verkehrsführung. Aha, ja, die, aber die sind ja in einem Verein. Ja, weil ich habe gesehen, Paddy. es ist nicht Nein, VVK oder wie der heißt. voll, das stimmt, ja. Der VK. Weil vorne hat es ein Auto gehabt, weißt du, noch ganz am Anfang, wo ich sie gefragt habe, hat es den Parkplatz? Ich so, ja. So, als ob es normal ist, dass es einen Parkplatz hat. Hey, hast du keine Autoprüfung? Vor allem, ihr nicht denkt, dass es so krass organisiert ist. Ey, du hast Parkplätze ohne Problem gefunden. Ja, voll. Hast du gut organisiert. Du hast gerade nebendran hast den Eingang, nur wie St. Gallen laufst schon 10 Kilometer, bis du dort bist. Also, wenn ich eben Open Air bevorzuge, weil ich eigentlich jetzt nicht selber mache, außer eben, ich komme irgendwie rein, ist es Fraufeld. St. Gallen wegen 187. Gut, St. Gallen hat auch Sitter. Also, Boah, plus deswegen stabil. musst du halt auch ein bisschen mehr laufen. St. Aha, wegen dem. Ja. Ja, Nein, aber und- auf dem Feld selber musst du im Fraufeld mehr laufen. Auf dem Feld. Ja, das ist maximal groß. ist echt groß. Und Fraufeld hat natürlich auch den, Das hört einfach das nicht auf. gesehen und gesehen werden Ruf. Ist ein bisschen so. Die Leute kommen, als wäre es Shindy. Also nicht wieder ein Hate an Shindy, aber verstehe ich, es ist mehr so Hip-Hop-Zeug. Voll. Da finde ich aber geil in St. Gallen. Leist deine Kampfstiefel an oder irgendwelche Wanderschuhe und gehst an. Aber gut, dann kannst du auch am Open Air Frau am Open Air. Also, nach dem Ja. zweiten Tag, wo dort, wo Leute pennen, ist eigentlich scheißegal. Ja, Laufst einfach. also das ist schon ein höherer Druck. Ja. Ich habe keine mit Wanderschuhen gesehen. Hast du eine mit Wanderschuhen gesehen? Ja, gut, das hat er geschifft.
Stimmt, das einfach Wie nicht war, gerechnet. wie war Wanderschuh? Ah, ja, gut. Aber Gut, nein, ich zur sag- Dimension mal gesehen, wie groß und eben mit so vielen Menschen auf einmal und für ein Act. Schon ein geiler Vibe gewesen. Ja, der Ist echt, habe ich mehr gefühlt als Open Air St. Gallen. Also ich Open Air St. Gallen hätte ich gar nicht können fühlen. Das letzte Mal, als ich Open Air Frau war, ist der Eminem gekommen. Es war maximal voll. Gewesen. Ich habe nicht mehr, ich habe links gesehen, alles Menschen, rechts hinter mir, für alles nur Menschen. Ja, Eminem. Das ist abnormal gewesen, echt. Aber eben, seine Lieder fühle ich, die neuen eh nicht, wenn dann die alten, dort wo man auf Cracks ist oder so ein Scheiß. Hätte ein paar gebraucht, aber sonst ist es so. Einfach Eminem, wäre geil. Mehr nicht. Ja, voll. Jungs, wenn ihr ein Open Air könntet organisieren und die haben 3 Leute zum Rufen, wer würde da rufen? Also, 3 warte, Acts. nochmal. 3 Acts. Aha, 3 Acts. Okay. 3 Acts. Das Genre muss schon sagen. Nein, ihr könnt selber wählen. Sag mal, es ist am Open Air Frauenfeld. Dann muss Rap sein. Ich will Hip-Hop. Luciano sicher. Der wäre auch bei mir drin gewesen. Ja, Auch wenn ich nicht los, Ja, aber er macht sicher eine gute Stimmung. er macht einfach geile Stimmung, ja. Ich muss halt einfach noch schnell sagen: Luciano, Flair, Buba. Buba, ja, verstehe ich. Bro, wenn der Buba Alter. einfach so, Alter. Ja, PNL. Oh, könnte ich mir PNL. auch noch vorstellen, aber ich glaube, die wenigsten kennen PNL. Deswegen wäre, glaube ich, Crowd nicht so abgekommen. Klassisch Drake, Alter, weil er ist noch nie gewesen. ja. Aber Bro, Drake kannst du nicht Noch zahlen. nie. Der nimmt sicher 6 Millionen, haben wir gehört. Ja, aber wäre schon geil, Alter. Einmal Drake. Irgendwann mal an einem Jubiläum oder so vom Frauenfelder. Frauenfeld ist schon böse lang. Was heißt das? 77 Jahre. Wenn ich es erst, ich habe weil Storm sie halt noch nicht groß ist, so die Werbung auf dem Plakat, auf dem digital. Bro, wo das erste Eiste rausgekommen ist von dem Migros. Ah, Das erste Open Air gewesen, irgendwas so ins Stimmt, Format. mit dem haben sie ein bisschen. Bro, Open Air geht schon promotet. böse lang. Ich schaue gerade, wenn es St. Gallen Open Air gibt, ich glaube 1968 sogar. Was war 68? Sorry, 86. Keine Ahnung. Eben bei mir wäre Luciano 1985. Frauenfelder. Krass. Luciano, Hafti. Ich will einfach den Hafti fühlen. Ist auch da gewesen. Ja. Aber nicht am Samstag, oder? Oder wenn ich schon komme? Ich glaube, Ich glaube, einen Tag Freitag. vor oder so. Und ja, Travis, Alter. Travis ist immer Legende. Also das erste Mal in Abtwil 1977 und dann ab 1981 seit der Doppel. Okay. Schon alt, Mann. Krass. 71. 77, glaube ich. Ah, 77. Oder habe ich 71 gesagt? Keine Ahnung, was nicht. Wow. Krass, ey. Also, das heisst eigentlich, zu der Zeit, wo es Open Air hatte, haben Appenzeller Frauen nicht dürfen gehen. Erst Sozusagen. 15 Jahre später. Erst 20 Jahre später. Jetzt noch nicht. Wie? Nicht. Ist gleich. Ich glaube, wir rappen ab, Ja, Mann. oder? Yes, schon. Es ist Oder mega- eure Acts haben ja gar nicht gesagt, Mann. Wer warst du noch? Ah, Frauenfelder? stimmt. Oder könnte auch irgendwelche Techno-Acts sein? Nein, der Techno-Ex wäre. Also, Stormzy. Kirk. 187. so rein marketingtechnisch wäre jetzt, glaube ich, Mochak kaputt. Das ist, glaube ich, Black Coffee. B2B. Mochak, die machen momentan gemeinsame Sachen. Da wir halt voll werden, vor allem Zürcher, wo checken, wer Black Coffee ist. Dann würde ich. James Blunt. Boah, Burner Boy, Alter. Burner Boy wäre auch geil. Ja, Wer ist der? Burner Boy. Boy, Bro. Der ist African Giant. Der African. Oh, ich weiß wer. Yalla. Ich weiß wer holen. Ich würde Shaq. Shaquille O'Neal. Ja, der leitet auf. Der DJ Diesel. Der oder wie DJ heißt. Diesel, ja. DJ Khaled hätte ich geholt. Und den twerkt unter Wasser. Bro, Geil. Shaq, der wäre. Wer ist da? Bro, der Riese, der Der Basketball. Basketball spielt, Ja. tut auflegen. Der leitet auch jetzt auf. Also der random, weil er auf Bock hat. Aha. Und einfach weil er Shaq O'Neal. Vor allem, wenn er aufleitet, hat er, glaube ich, nur 2 Finger auf alles drauf. Ich weiß gar nicht, wie der Knöpfe drückt. Der macht einen Loop und macht noch was anderes gerade auch noch. Alter, das ist so riesig. Ich glaube, er braucht ja einen Spezialtisch für das, sonst kommt er immer sein Ding da Er an. leitet so. Er tut wahrscheinlich auch so aus Versehen so ein bisschen scratchen. Ja, Aber was hätte der gehalten für James Blunt am Open Air? Ja, heulen. Nur weil, Da wäre für mich ein Act. nur weil er UCK war. Das war nicht mit Hutscheka. Aber der hat so krasse Lieder. ja.
Oder Lewis Capaldi. Lohne man, er ist immer noch dran. Spaß. Aber er hat geile Lieder, man. Seine Stimme ist brutal. Nicht normal. Echt. Absolut. Wow. Vor allem Er hat das- ganz so schöne Stimme. Wirklich. Ich wäre lieber ein Sänger. Wenn jetzt darfst du entscheiden zwischen Rapper oder Sänger und Sänger. erfolgreich, Sänger. was wäre der nicht? Sänger. Sänger, ja, logisch. Vor allem du siehst irgendwelche Leute, Du könntest entweder der Ed Sheeran sein, musst aber auch schielen, oder der 50 Cent. Safe Ed Sheeran. und Schielen. Ja. Alter, safe 50 Hat Cent. der rote Haar und Schielen. Nein, Rot ja auch nicht übertrieben. Okay, bei mir egal, wegen Turman. Du wirst Ed Sheeran sein. Aber dann hat schon einen roten Bart. Nein, Ja. 50 Cent. Der Kontrast ist nicht so geil, rot auf blue. Eben, gell? Oh, du hast schon Ja, mal vielleicht schon. Nein, direkt 50, also. Nein, safe 50. Ich wär 50 und Schielen. Obwohl ich kein Lieder von ihm los. 50 und 8 Nein, Ed Sheeran macht sicher gut. Körper. Die Also- Glocken sind ein Zeichen, Ja, hab ich gedacht, dass es jetzt gerade Das Zeichen stimmt. sehr, sehr spät ist für uns. Also, liebe Leute, leider haben wir heute kein Outro oder Intro gehabt, weil Dyson hat ihm in der Kebabbox leider die erste Karte drin gehabt und hat es einfach mitgegessen. Er hat es gar nicht gecheckt. Weil Fleisch, hör du Fleisch essen, sonst essen der SD-Karte mit. Also, wir hören uns nächste Woche wieder in gewohnter Manier da. Inshallah. Und eben, wir machen eine Umfrage für den Stormzy hinter mir. Also nein, Umfrage, es ist keine Umfrage, aber wir machen sicher eine Story. Zuerst mal einfach mal rein, alle Kommentare, also einfach so an DM halt. Voll. Und am Schluss wählen wir 3 aus. Ja. Und dann nachher nochmal eine Umfrage machen mit den 3 Auswahlen, wo nachher die meisten, Genau. dann nehmen wir auch einen Einfluss. Könnt ihr irgendwie abstimmen. So. Ihr seid nicht so in der Deutsch-Rap-Szene unterwegs, gell? So krass, dass sie. Ich lasse einfach ab und zu, wenn ich mal kaputten Sound brauche für Gym, lasse ich einfach JBG. Jung, brutal, gut Jetzt gerade auch mal überlegen, wie heißt das Album? Lass ich das Album einfach durch, weil das eine J- gibt es gar nicht auf Spotify. GG. Da muss ich irgendwie Welches? USB. ich glaube, das erste gibt es nicht mehr, gibt es nicht auf Spotify. Ja, Deswegen, das ist zu. Molly krass. bist schon drin. Also einfach so die wichtigsten Sachen komme ich glaube schon mit. Aber nein, ich verfolge allgemein nicht. Weil ich lasse den einfach. Und wenn ich die geil finde, ist mir scheißegal, ob der Leute abzockt und soziales ist mir scheißegal. Echt jetzt? Schau, der ist aber Da da, was weil für ich jeder hat- verbindet. jeder Wir haben gerne Gossip. Wir haben gerne Ja, Gossip. Gar nicht ja. gerne. Der will Musik hören, das ist Der, klar, wenn ich der geile Karan lässt einfach nur Bushido. Ja, sicher. Alter, der, So ein Band der Gott. Flavor. Es macht Ching Ching. Ja, ich Das finde macht ich Ching geil. Ching. Find geil. Kannst du ein Lied auswendig von Bushido? Nein, Ja, früher fast jedes Lied auswendig können. kann ich nicht. Sag eins. $1 Pussy. Ja, da ist er nicht. Ja, vom Flair nicht so, weil die Lyrics musst du nicht können. Das muss ich echt nicht können. Also, liebe Leute, rappen wir. Rap. 6 Bündel. Also, Steck nächst- diesen Schein dieser Bitch in die Netzstrümpfe. Nächstes Jahr Frauenfeld gesehen, der Shaquille O'Neal wegen. Wenn wir B2B ist wollen immer. den. Ja, genau. Die, oh shit. Boah, der war krank. Der war krank. Was? Shaquille O'Neal, B2B Sinner. Boah, stell dir Aha, ja. Boah, okay, nice. Du siehst einfach so seine Knie auf der Höhe vom Kranz Kopf. Ja. Ja, ist echt riesig. Also, hey, Aber du bist auch groß, du kannst mitheben. sagen noch ganz kannst höflich inheben. Ciao miteinander. Yes, adios. Amigo. Yalla. Macht's gut, danke mal fürs Zuhören. Ich hoffe, das ist nicht zu Deutschrap-lastig gewesen, weil Deutschrap ist schon ein schwer verdauliches Thema. Ja. Viele Liebe gehen an Shindy und Kollega. Hoffentlich gibt es noch sehr viel Unterhaltung. Mach gut, Gespannt. gut zum Ende. Ja, Mann. Yalla.